Schönen Tag gewünscht vom Eurobotik zu Ettelbrück. Heute geht es um den LibreOffice. Der LibreOffice ist ein Office Pack, wo ich kann Briefe erstellen, wo ich eine Tabellenkalkulation kann machen, kann ich eine Präsentation machen. Da ist ein kleines Zwischenprogramm dran, kann ich mathematische Formeln sichtbar machen, also visuell durchstellen, an eine Datenbank ist dran. Also alles das wird auch viel Payance Office-Programme haben. Und wo ich mir denke, dass es wert wäre, das mal zu bringen. Das Ganze wird kombiniert mit der Möglichkeit, für wenn der einen Brief schreibt, und der schreibt auf Lützeburg eher Texte, für sie können verbessern zu lassen. Und dafür gehen wir bei den Spellchecker, das ist ein Auto vom Herrn Weimarskirch, den das gemietet wird, dass wir können die Spellchecker Korrekturfunktion an den LibreOffice können integrieren. Eine interessante Sache, da werde ich es vorstellen. Das Ganze ist ein bisschen tricky, ich weiß nicht, von 4 bis 10, dass das wirklich komplett matt kriegt, wie das selber könnt daheim machen. Das geht also los. Wir gehen hier an den Firefox. Wir starten hier den LibreOffice. Alle Linken, die ich habe, stehen natürlich unter dem Video. Wir löten das hier auf, wir gehen ein kleines Fenster auf, klicken hier auf Speichern. Ich verkürze nicht das ein bisschen. Das dauert ein bisschen lang vielleicht. So, die sieht den Download also soweit geschieht. Das sind 211 Megabyte. Die können wir auch direkt von hier starten. Einfach dort klicken, dann mal gefragt für auszuführen. Deutsch natürlich schon. Und das bejahen wir. Dann drücken wir hier weiter. Wir können hier typisch akzeptieren, das ist okay. Ein Programmverknüpfung auf dem Desktop gezogen. Beim Systemstart muss ich frei gucken, ich sprach das nicht. Wir müssen ihn installieren. Ein paar Worte vielleicht zum LibreOffice. Das Ganze kommt von der Document Foundation, die jahrelang mit dem OpenOffice zusammen geschafft haben. Und die haben sich 2010 vom OpenOffice getrennt und den LibreOffice selber weiterentwickelt. Also mal ja. Das ist natürlich eine Open Source Software, die auch in der Linux funktioniert. Auch eine interessante Perspektive für die Zukunft. Funktioniert auch in der Microsoft und sogar in der Mac OS. Das Ganze ist geschrieben am C++, ein Programmiersprache. Ich verkürze nicht die Installation halt vielleicht ganz leicht und das kann ein bisschen dauern. Auch ist eine wichtige Menüpunkt könnt, dann weiß ich erst. Den Installationsassistent sieht er abgeschlossen. Wir drücken. Und hier sehen wir ein Schreibprogramm als verfügbar, eine Tabellenkalkulation, ein Präsentationsprogramm, ein kleines Zwischenprogramm, ein mathematisches Formeldokument, was die mathematische Formel kann einfach visualisieren. Dann die Datenbank, wo ich schon gesagt habe. Das scheint also zu funktionieren. Wenn man nur wollen, den Spellchecker, wie gesagt, installieren, dann muss man den Java drauf holen. Das machen wir nur. Dafür machen wir den dort so. Wir gehen ein an den Firefox. An der den Link, sagen wir Download kostenlos. Da kann den überprüft automatisch an. Dort können wir auch direkt downloaden. Den Link natürlich an. Wie das nicht drüber ist, kann ich schon halt downloaden. Das machen wir. Danke, einverstanden. Datei speichern. Das ist ein Installer. Wir klicken drauf. Und wir starten den. Wir konfirmieren das ja. Ganz willkommen, installieren. Voilà. Dauert nicht allzu lang, das hier. Wir könnten eigentlich die Seite klein machen. Das ist dann übersichtlich. Das ist ein Gang sich zu installieren.
geht's nicht ein bisschen. Die Gesetz das downgelöst, uninstalliert. Voilà. Da können wir die Fenster noch zumachen an ihrem Browser. Okay. Wenn wir natürlich den Spellchecker drauf machen, muss mir natürlich den Spellchecker auch im Ruflöden. Und da gibt es eine extra Seite, wo ich noch Online-Checking kann machen. Ne? Wir wollen aber hier an den LibreOffice integrieren. Hier ist also die Seite, wo ihr könnt den Spellchecker aufladen. Ich habe den Link auch unten dran. Den Spellchecker ist an zwei Teile abgedeelt. Das den normalen Spellchecker dann unten hier die Eifeler Regeln, die weil man es dort zusätzlich dran gemerkt hat. Wir laden den also auf. Hier muss ich Konditionen akzeptieren. Die Windows meldet sich einmal der Meldung Datei speichern. Da das geschieht. Und dann lieber ein zurück für die nächste noch. Den zweiten hier. Aufladen. Akzeptieren. Datei speichern sind Windows. Und da sind die Installer dort drauf. Im Moment können wir Datei machen. Und verdienen mal den ersten Klicken für zu installieren. Die LibreOffice geht direkt ab. Wir suchen hier OK. Und dann geht dann hier schon dort gesetzt. Im Prinzip das Ding da. Ich denke Spellchecker, ja. Okay, schließen. Wir machen dann denke ich so. Und den zweiten Teil. Die Extension, die Eifeler Regeln also, ne? Dieselbe Prozedur, wir sind okay, wir bleiben dann Ruf, für dann halt zu akzeptieren. Und am besten lesen auch die Konditionen hier. Wir akzeptieren die. Und wenn wir dann drüber ist, können wir schließen machen. Ich weiß nicht, also die Funktion von der Fehlerkorrektur mit diesem Dokument zum Beispiel. Das ist zum Beispiel Text. Wir können den umwählen oder wir stellen das ein, das ist egal. Ich will in diesem Fall mal Was ich halt geschrieben und das sind Fehler, dass man so besser gesehen, ob ihr so auch erkennt. Wir starten dazu ein ABC. Das ist dann für die Fehlerkorrektur. Da ist da ganz viel. Da steht spellchecker.lu. Logischerweise ist das für eine Rechtschreibung etwas Falsches. Das können wir hier natürlich am Wörterbuch dabei machen oder ignorieren. Ja? Genauso gut wie den Namen LibreOffice und so weiter. Ne? Das weiß der falsch, obwohl es nicht falsch ist. Erst dann, wie das hier grün sieht, als nächster Fehler. Hier möchte auch schon eine 4 schlägen. Das ist mir sicher die besten heraus, in diesem Fall die Nünnesten. Also dann ändern. Dann notieren hier, dann ändert hier am Text. Das ist so eine typische Orthographie-Korrektur, was den eigentlich nicht kennt. Okay, wir ignorieren das klar. Und dann haben wir noch einen Fehler ja gebaut. Nur der Eifeler Regel, als den Text hier ging, mit 2 ändert natürlich falsch. Hier schreibt 4 G, also beginn, G. Und wir ändern das. Voilà. Und dann sind wir schnell von innen, ignorieren das. Und dann sind wir fertig. Die Gesetze steht Lützeburg ein Korrekturspruch, der ist korrekt dargestellt und wird Funktionament gesehen. Was ich noch kann machen, ist, wenn ich hier auf den ABC klickt, kann ich noch eine automatische Rechtschreibung machen. Das heißt, die ist dann aktiv, wenn der ihren Text schon schreibt. Ne? Da gibt ein Teil, was schon verbessert. Die muss aber natürlich schon nach vielleicht den Text umwählen und dann mit der normalen Methode überprüfen. Eng stark sagt, denke ich, die war dafür keine Abstellungen zu machen, weil die kleine Applikation vom Spellchecker hat die Darstellungen hier schon gemäht, einige sind also damit wären wir durch, was den Spellchecker anbelangt. Wir können also hier die kleinen Text zu machen, ich speichere noch nicht. Ich mache noch Hallo aus. Wir starten also den LibreOffice und gucken erst den mal ein um.
aus der Vergangenheit wie sehen, dass Programmen, die eine hohe Kompatibilität aufweisen, eine hohe Evaluierungsdauer haben. Wie also bei LibreOffice, der LibreOffice, da das etwas wird 100% kompatibel ist, und für euch zu weisen, habe ich zum Beispiel ein Dokument im Desktop gesichert an einem Office 2013 aufgespeichert. Und wir holen das dann nur ran. Und wir gehen das sicher in der Datei öffnen, gehen auf den Desktop und sichern das Dokument. Das ist ein Text, das ist im Logo, dass es ein Office 2013 Dokument ist. Und schon wird geladen. Ich meine eine kleine Verbesserung dabei. Und dann könnt ihr das aufspeichern, Datei. Und da könnt ihr so einen Speichern unter. Und die Datei auswählen. Und werde das will aufspeichern. Das heißt, die erste Teil, das sind dem LibreOffice in Dateiformater. Da könnt ihr die Datei zum Beispiel am Word 97 nach, am 2003, am 2007 bis 2013 aufspeichern und dann die ganz normal Windows Textdatei können da aufspeichern. Und natürlich ist noch kompatibel bleiben mit OpenOffice. Das ist da immer nur nicht mehr am Bildschirm, das geht ganz normal. Also wir speichern das einfach mal auf, zum Beispiel als Textdokument für sein eigenen System. Voilà. Und dann haben wir das aufgespeichert. Das Ganze funktioniert so vice versa, wenn ihr wollt. Ne? Das heißt, ihr könnt Dokumente, die dann am LibreOffice erstellt tut, an ein Office-Dokument von den anderen, wie ich gewiesen habe, aufspeichern, so dass die können von denen gelesen können oder die können den anderen hier lesen. Dasselbe funktioniert genauso gut wie beim Tabellenkalkulationsprogramm oder bei den anderen noch, die hier eben unterstützt gehen. Das ist ein ganz wichtiger Future, denke ich. Den ganze Package LibreOffice ist extrem groß gehen. Es steht nicht viel an drin, bei auch den ganz teuren Office-Programmen, zum Beispiel hier einfach als PDF einen Text exportieren, wird nicht immer so selbstverständlich für auch an teuren Programmen. PDF, das ist so ein Format, das plattformübergreifend ist, wenn ihr so wollt, auf der ganzen Welt bekannt. Wenn ihr ein Dokument wollt verschicken per Mail an den anderen Partner, wo die das Dokument hinschickt, die benutzt gerade den entsprechenden Programm oder ein anderes Betriebssystem wie Linux, Mac oder was für sich. Die können auf jeden Fall alle gute PDF-Dateien lesen. Dafür ist das ganz interessant, denn auch hier kann automatisch dann die Dateien als PDF exportieren. Für ich den ganzen LibreOffice H4 zu stellen, das wäre eine Herkulesaktion, die man natürlich nicht gestemmt kriegen. Also mir darum gegangen, für ich darauf hinzuweisen, dass es Alternative gibt, von zum Beispiel Office-Programmen, und dann natürlich speziell aus dem Lützeburger Sektor hier, für als Lützeburger, dass sie eben hier Dokumente können auch Lützeburg verbessern. Und so hat eben den W gewiesen kriegt, wie ihr das könnt machen. So, wir jetzt mal. Wir schließen also den Programm. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch geholfen hat, dann könnt ihr mir einen kleinen Like machen oder eine kleine Suggestion hinterlassen, das Freddy natürlich immer. Ich soll euch also merci hier vom Euroboutique zu Ettelbrück, ihrem PC-Partner aus dem Norden.